Sehr geehrter Herr Bischof, seien Sie und Ihre, wie auch nun unsere Gäste, herzlich willkommen in unserer Pfarrgemeinde in Crostwitz. Innerhalb eines halben Jahres ist es ja schon zum 3. Mal, dass wir Sie in unserer Pfarrkirche begrüßen dürfen zur Altarweihe, zur Firmung und nun zum Aschermittwoch. Für uns eine große Freude tatsächlich und zugleich natürlich eine Ehre. Ja, aber nun wünsche ich uns allen gemeinsam ein gutes Beisammensein und eine gesegnete Eucharistiefeier. Božiu mšu sviečime dženca za neboju Martu a Bena Budarja z Jasence, druhý intenci v svojbnej naležnosti skazana z Nupnice, v třetí intenci za živých a nebojich svojbo Čunkec a Veselic, a v štvrtý intenci za neboju Hanu a Jana Renča a živých a nebojich svojbných. Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass ich heute Abend mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern kann. Einige haben schon gefragt, was will denn der Bischof heute Abend hier? Das hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Der Pfarrer hat mich schon vor Monaten gefragt, ob ich bereit wäre, an diesem Abend mit Ihnen den Gottesdienst zu feiern, um dann, so war es ja geplant, ursprünglich die Mission in diesem Jahr zu eröffnen. Nun ist der Pfarrer krank geworden, die Mission in der geplanten Weise findet nicht statt, aber er hat mich dann gefragt, ob ich dann dennoch kommen würde. Und dann habe ich eben gesagt, ja, ich komme gern. Und ich freue mich, dass wir in dieser Gemeinschaft heute den Aschermittwoch feiern, begehen können, damit die österliche Bußzeit beginnt. Ich habe Besuch aus Münster, aus dem Bistum Münster, und zwar steht vor Ihnen das Seelsorgeteam, das in wenigen Tagen dann den Dienst beginnen wird in Kevela. Kevela ist ein großer Wallfahrtsort im Bistum Münster, ganz in der Nähe zur holländischen Grenze. Es ist der zweitgrößte Wallfahrtsort in Deutschland. Das ist dann Pfarrer Dödelmann, der Kaplan Frie und Pfarrer Hagemann. Die drei werden dann in diesem großen Wallfahrtsort mit anderen zusammen Dienst an den Pilgern tun. Ich habe sie mitgebracht. Ich dachte, es tut denen auch mal gut, ihre Gemeinschaft und hier das sorbische Land auch zu erleben. Von daher freuen wir uns, dass wir heute Abend mit Ihnen hier Gottesdienst feiern. So wollen wir jetzt beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit dir. Nach den lauten Tagen des Faschings, wo auch immer er gefeiert wurde und wird, treten wir mit diesem Tag ein in die österliche Bußzeit. Und der Ruf, der an uns ergeht, ist der Ruf zur Umkehr. Wir ahnen ganz tief, wie sehr auch die Kirche und die Welt der Umkehr bedarf, sich neu zu orientieren, sich neu auszurichten auf den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und das wollen wir in dieser Feier tun und den Herrn bitten, dass er uns dazu seine Nähe, seine Liebe und sein Erbarmen schenke.
Lasset uns beten. Getreuer Gott, im Vertrauen auf dich beginnen wir die 40 Tage der Umkehr und Buße. Gib uns die Kraft zu christlicher Zucht, damit wir dem Bösen absagen und mit Entschiedenheit das Gute tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Słyszymy czytanie z knihy Joel. Tak krzyczy Jahwe: Obroćcie so ke mni z całej swojej utroby, z posčenjom a płaczom a z żałosčenjom. Roztrhajcie si utroby a nic drasty. Obroćcie so k Jahwe swojemu Bohu. Przecież on je dobročiwy a smilny, čerpliwy a jara miłostčiwy, ne veseli so nad złom. Štuje, hać ne bude so zaso toho kać, a ne zaostají po sebi žonovanie na jedne a pitne opory za Jahu vašeho Boha. Trúbče z trubu na Cione, postajče sjaty pust, zwołajcie osadu, zromadźcie lud, poswiedźcie zgromadzenstwo, zawołajcie starców, przywiedźcie też moliczkę a cieszne dzieci. Niech wujnże nałożenia ze swojej komory, a niewesta ze swojej jestwy. Mez przedworom a wotariom niech płakaja miesznicy, służonicy knieza niech rycza: Przelutuj knieże, przelutuj swój lud, a nie podaj swoje dziedzictwo do hańby, zobychu nad nimi knieżyli usmieszuje pohani. Czemu ma so mez ludami prajić, że je ich Bóg? Ale kniez je so zahorił za swój kraj, a je swój lud przelutował. Słyszeliśmy Słowo Boże. I
Čitanje z druhého lista svätého apoštola Pavla Korinčanom. Bracia a sotry, miesto Chrystusa wukoniamy poselstwo, kaž by Bóg przez nas napomniał. Miesto Chrystusa prosimy, wujednajcie so z Bogom. To, kiż nie rycha znał, je wun za nas hriesznego zczynił, zo bychmy so my w nim sprawność Boża zczynili. Jako jeho pomocnicy napominamy was, nie przyjmajcie miłość Bożu podarmo. Przetoż ryka, w prawym czasu cię usłyszą, a na dniu wozbożnienia ci pomam. Le, nitko je przyjemny czas, le, nitko je dzień spomożenia. Słyszeliśmy słowo Boże. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen oder an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet,
macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, der Tag hat seinen Namen bekommen vom Aschekreuz. Die Asche, das wissen wir, erinnert uns an die Vergänglichkeit des Lebens, des menschlichen Lebens. Da ist etwas verbrannt worden, etwas zu Ende gegangen und das, was übrig bleibt, ist die Asche. Und eigentlich dient sie kaum noch zu irgendetwas. Das erinnert uns an die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens und daran, dass wir alle dieser Vergänglichkeit unterworfen sind. So sehr wir das Leben lieben, das Leben schätzen und vielleicht gerade auch in den Faschingstagen hier vielleicht mehr oder weniger das Leben gefeiert haben, so wird uns doch spätestens mit dem Aschekreuz auf der Stirn gesagt: Bedenke, o Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Das ist eine harte Ernüchterung, die uns heute an diesem Tag zugesprochen wird, auf die Stirn, auf den Kopf zugesagt wird. Wir bleiben hier nicht. Unser Leben ist vergänglich. Das in Erinnerung zu rufen, führt dazu, soll dazu führen, dass wir, das ist ja die Zeit, die vor uns liegt, über unser Leben nachdenken, vielleicht einen tieferen Zugang finden zum Geheimnis unseres Lebens, zu der Frage, wofür sind wir eigentlich da? Was macht unser Leben aus? Was erfüllt unser Leben? Was gibt uns Sinn in all der Vergänglichkeit, die wir erleben und erfahren? Das Aschekreuz wird uns in der Regel als Form des Kreuzes auf die Stirn gezeichnet. Und das Kreuz ist ja nicht nur ein Zeichen der Vergänglichkeit, des Sterbens, des Todes, das uns an Jesus Christus erinnert, der gelitten hat, und wir vertiefen in diesen Wochen auf Ostern hin das Geheimnis seines Lebens, seines Leidens und seines Sterbens, wie sehr er leidvoll, kämpfend, aber auch hingebend diesen Weg gegangen ist. Und da steht das Kreuz, das sein Leben in dieser Zeit und Welt, so schien es, ein Ende bereitet hat. Er ist aber hineingegangen in das Kreuz und hindurchgegangen. Und das Kreuz ist nicht nur ein Zeichen der Vernichtung, des Untergangs, sondern es ist auch ein Zeichen des neuen Anfangs, des neuen Lebens. Jesus ist der Gekreuzigte und Auferstandene. Und durch die Taufe, wir werden in diesen Wochen auf Ostern hin und dann erst recht in der Osterzeit uns immer wieder an die Taufe erinnern. Die Taufe schenkt uns Gemeinschaft mit diesem Jesus Christus, sodass wir in ihm und mit ihm Hoffnung haben für uns, für unser Leben. Dass eben mit dem Tod nicht alles zu Ende geht, sondern dass wir in Christus neues Leben haben, neu anfangen dürfen. Was ist das für ein großes Geschenk für einen jeden Menschen in all den Erfahrungen des Lebens, die er macht, im Leid, in der Schuld, im Versagen, in der Sünde, dass da ein Gott ist, der sagt, in der Gemeinschaft mit mir kannst du neu anfangen, du kannst neu beginnen, du kannst einen neuen Anfang wagen. Und ich rechne dir die Sünde der alten Zeit nicht an. Ich schenke dir neues Leben.
Das wird uns mit dem Ostergeheimnis geschenkt. Ich schenke ihr neues Leben, einen neuen Anfang. Und vielleicht merken wir gerade, wie sehr wir manchmal doch danach uns sehnen, neu anfangen zu dürfen. Und wir sehen ja in der Welt, wie wichtig es ist, dass die Menschen, ob Christen oder Nicht-Christen, die Staatenlenker, bei all dem, was sich jetzt in der Welt bewegt, doch den Wunsch haben, alle Kraft daran setzen, wir müssen neue Anfänge suchen, damit Frieden wird, damit das Töten ein Ende findet. Neu anfangen. Das wäre mein erster Wunsch für Sie, dass Sie in diesen Wochen und vielleicht mit dem Tag heute sagen, ich will neu anfangen, meinen Glauben zu leben, neu anfangen, die Gemeinschaft mit Christus zu verstärken und in ihm Leben erhoffen für mich, für meine Familie, für die Menschen, die mir anvertraut sind, die mir Sorgen machen. Neue Anfänge, neu anfangen. Bei der Austeilung des Aschekreuzes kann der Priester, wir werden das dann gleich tun, sagen, bedenke, o Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst, aber wir können auch sagen, so sieht es die Liturgie der Kirche vor, bekehre dich und glaube an das Evangelium. Sich zu Gott hinwenden, weil er sich uns zuwendet. Glaube an das Evangelium, glaube an Jesus, vertraue ihm. Und die Kirche sagt uns im Grunde, was uns helfen kann, dass wir uns neu auf diesen Jesus Christus ausrichten. Und in diesen Tagen werden wir das häufiger beten, dass wir uns ausrichten. Und das ist ein alter Dreisatz sozusagen für die Fastenzeit, für die österliche Bußzeit. Durch Fasten, Almosen und Gebet. Diese drei Dinge, diese drei Schritte. Fasten, Almosen und Gebet. Das Fasten soll nicht dazu dienen, dass wir unser Gewicht abbauen. Das mag ja ein positives Ergebnis nebenbei sein, sondern das Fasten soll in uns die Sehnsucht wecken nach diesem Herrn, die Sehnsucht wecken nach Jesus, dass wir uns ausrichten auf den Erlöser und Heiland, der uns Leben schenkt. Dass wir frei werden von uns selbst. Und das Almosen geben soll ebenso dazu dienen. Den Egoismus, den wir immer in uns haben, in irgendeiner Weise überwinden, zurücklassen, indem wir unser Herz öffnen für die Armen, für die Menschen, die auch materiell Unterstützung und Hilfe brauchen. Und Gebet. Das Gebet sammelt uns, richtet uns neu aus auf den, von dem wir alles erhoffen dürfen. Auf den, der uns auch stärkt und Kraft gibt. Auf den, der uns auch in dieser Zeit mit seiner Liebe, mit seinem Erbarmen neu beschenken will. Liebe Schwestern und Brüder, ich lade Sie jetzt herzlich ein, dass wir mit dem Aschekreuz uns so auf den Herrn neu ausrichten, dass wir von ihm Gnade, Liebe und Erbarmen erbitten und dass er uns durch diese Zeit führt, damit wir mit großer Freude und Dankbarkeit Ostern feiern können. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen Gott, unseren Vater, bitten, dass er diese Asche segne, die wir als Zeichen der Buße empfangen. Barmherziger Gott, du bist denen, die Demütigen nahe und lässt sich durch Buße versöhnen.
Neige dein Ohr unseren Bitten und segne alle, die gekommen sind, um das Aschekreuz zu empfangen. Hilf uns, die 40 Tage der Buße in rechter Gesinnung zu begehen, damit wir das heilige Osterfest mit geläutertem Herzen empfangen und feiern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Bedenke, dass du gestorben bist und zum Staub zurückkehrst.
Gott, unseren barmherzigen Vater, bitten wir zu Beginn der heiligen 40 Tage. Für alle Christen, die sich auf Ostern vorbereiten, um ein Mehr in der Bereitschaft, sich enger mit Jesus Christus zu verbinden. Du Gott der Vergebung und Verzeihung, Wir bitten dich, erhöre uns. für alle, die Schuld auf sich geladen haben, um ein Mehr in der Reue, damit sie sich dem Guten zuwenden. Du Gott der Vergebung und Verzeihung. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Spender des Bußsakraments, um ein Mehr in der Zuwendung zu den Menschen, damit sie ihnen Anstifter zur Versöhnung sind. Du Gott der Vergebung und Verzeihung. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die unter Stress und Hektik leiden, um ein Mehr an innerlicher Gelassenheit, damit sie auf das Wesentliche im Leben blicken können. Du Gott der Vergebung und Verzeihung. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die um einen Verstorbenen trauern, um ein Mehr in der österlichen Zuversicht, dass unsere Toten in Gott das ewige Leben haben. Du Gott der Vergebung und Verzeihung. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du kennst die Gedanken und Regungen unseres Herzens. Du weißt um unsere Sorgen und Nöte. Schenke du uns die Gnade der Umkehr und Bekehrung. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Herr unser Gott, zu Beginn der heiligen 40 Tage bringen wir dieses Opfer dar und bitten dich, hilf uns umzukehren und Taten der Buße und der Liebe zu vollbringen, damit wir unseren bösen Neigungen nicht nachgeben. Reinige uns von Sünden und mache uns fähig, das Gedächtnis des Leidens unseres Herrn Jesus Christus mit ganzer Hingabe zu begehen, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Durch das Fasten des Leibes hältst du die Sünde nieder, erhebst du den Geist, gibst du uns die Kraft und den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit. Stärke sie im Glauben und in der Liebe. Dann indiene unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Heinrich und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester, Diakone, alle, die du zu einem Dienst in der Kirche bestellt hast und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu rufen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens.
Agnus Dei, Vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Vitolis peccata mundi, ora nobis pace. Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes. Es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, stärke uns durch dieses heilige Mahl, damit wir fasten können, wie es dir gefällt, und durch die Feier dieser Tage Heilung finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße Sie und in besonderer Weise all jene, die im Livestream mit uns verbunden sind. Und ich danke Ihnen für die Feier dieses Gottesdienstes, für diese Gemeinschaft, auch für die Dichte dieser Feier, die wir hier spüren und erfahren. Und jetzt bitten wir um Gottes Segen, dass er uns in diesen 40 Tagen begleite, ermutige, stärke. Und in der Bitte um Gottes Segen wollen wir eben auch all jene anvertrauen, in besonderer Weise die Kinder. Ich freue mich, dass so viele Kinder hier sind, dass ihr es so lange ausgehalten habt. Und aber auch all jene, mit denen wir verbunden sind in unseren Familien, da wo wir leben und arbeiten, und vielleicht auch die Menschen, die uns in besonderer Weise Sorgen bereiten. Wir wollen für sie alle um den Segen Gottes bitten. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.